Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Kann er die Möglichkeit nutzen. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, gutes Tackling. Den Ball weit nach vorne gepasst. Ja, und dafür hat Riesenmöglichkeit. Und es war eine Glanzparade des Keepers. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Ja, das war ein klasse Kopfball. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es, da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal rauszuschlagen. Klasse, wie er den spielt. Tja, wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angeln heben? Keine Chance. So, jetzt alles nach vorne, heißt die Devise. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Und er passt den Ball weit nach vorne. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Ja, das macht er gut, per Kopf. Nach vorne geklärt. So, der versucht sich jetzt in eine gute Position für eine Flanke zu bringen. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Und da kommt die Flanke mit viel Effet. Also die Abwehr, die musst du erstmal aus den Angeln heben. Ja, das nenne ich einen Lauf. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Ja, und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. So, jetzt wird's gefährlich. Und irgendwie konnte er den auch abwehren. Gut gehalten vom Torhüter. Das ist gut fürs Selbstvertrauen. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und das sieht gefährlich aus. Gut gemacht vom Keeper. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß. Das ist eine ganz gefährliche Position jetzt. Und es war gut geklärt. Und nicht nur das, er leitet auch den nächsten Gegenangriff ein.
Ja, das hat er gut gemacht. Beide Torhüter liefern hier bis jetzt eine tadellose Partie ab. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Klasse von der Brust abtropfen lassen. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und da fehlt jetzt beim Passspiel die nötige Konzentration. Und hat er die Situation gut eingeschätzt. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Erste Halbzeit ist vorbei, es steht 0:0. Ja, meine Damen und Herren, außer ein bisschen Mittelfeldgeplänkel war hier in den ersten 45 Minuten nicht viel los. Kein Wunder, dass noch nicht mehr Tore gefallen sind. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Ah, wunderbar gesehen. Tja, das war nichts. Abseits. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Und den langen Ball hat er genau getimt. Und sie stürmen nach vorne. Und super, wie er diesen Ball noch rausholt. Die Torhüter auf beiden Seiten bisher mit weißer Weste. Weg mit dem Ball. Und er findet den freien Mann. Und da ist er viel zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Genau richtig gesehen. Guter Spielzug. So, der versucht sich jetzt in eine gute Position für eine Flanke zu bringen. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Klasse Aktion. Und das ist abseits. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Ja, das sieht gut aus. Da ist einfach kein Durchkommen. Das war knapp. Ja, das gibt Freistoß. Der Spieler ist sogar noch verletzt. Keine gelbe Karte. Das ist ja nicht zu fassen. Der Schiedsrichter lässt nach diesem rüden Foul einfach weiterlaufen. Wer soll gegen diese Abwehr ein Tor schießen? Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. Na, das kann er aber viel besser. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff. Und jetzt stand er auch noch im Abseits. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Da wirft er sich dazwischen.
schlecht. Aber der Abwehrspieler steht auch goldrichtig. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Den hat er elegant angenommen. Und wieso gibt es hier eigentlich nur Freistoß? Da hätte er dem noch Gelb zeigen müssen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Aber das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Und ganz sicher das Zuspiel. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Los, schieß, Junge! Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Ja, machen sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Ja, das war klasse. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. Schuss und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Was für ein Schutz. Nee, den Ball hätte er anders treffen müssen. Sah zwar auf der einen Seite nicht so gut aus, aber fehlte dann unter dem Strich doch eine ganze Menge. So, jetzt bringt der Keeper. So, kein Sieger heute. Beide müssen mit einem Unentschieden zufrieden sein. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.